Nachdem wir die Picada geübt haben und dieses neue Bassbegleitmuster gelernt haben, möchte ich anhand der Picada etwas Rhythmisches mit euch lernen und üben, das wir ebenfalls für die paraguayische Polka benötigen. Und zwar haben wir ja das schon geübt, die 4 Töne hintereinander. 1, 2, 3, 4. Das haben wir vorher gehabt. Jetzt machen wir 5 Töne, weil wir ja in der Polka einen 6-Achteltakt haben und in diesen 6 Achteln wollen wir ein Achtel davon jeweils eine Pause machen. Wir beginnen mit der einfacheren Version, wo nämlich auf 1 eine Pause kommt. Also wir haben 1 und dann 2, 3, 4, 5, 6. 1 ist eine Pause und dann 2, 3, 4, 5, 6 spielen wir in der Picada. Machen wir das gleich mit der Picada mit der zweiten Stimme im Mittelfinger. Beginnen wir hier. Wir haben also auf 1 eine Pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann verschieben wir das. Wir machen es zweimal an Ort und verschieben nachher das Ganze. Aber natürlich möchten wir das jetzt zusammen mit dem Bass machen. Damit das nicht zu schwierig ist, würde ich vorschlagen, dass wir zuerst den Bass ganz simpel machen. Einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also machen wir das mal ganz langsam. Das heißt, wir haben auf 1 den Bass, 1 und jetzt kommt auf 2 und auf 3 kommen beide Hände zusammen, rechts allein und auf 5 kommt der Zeigefinger und auf 6 kommt die rechte Hand allein. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macht das mal ein bisschen an Ort und Stelle, bis ihr dieses Muster habt. Wenn das geht, verschieben wir das nach zweimal an Ort und Stelle, verschieben wir das aufwärts eine Oktav hoch und dann wieder zurück zu der Oktave hier auf F-Dur, erste, zweite Position, wo wir gestartet sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Variante, die ich mit euch lernen möchte, ist im Prinzip genau das Gleiche. Es sind auch 5 Töne, 5 Achtel in der rechten Hand, aber wir werden die anders verteilen. Das heißt, ich möchte mit euch den Auftakt üben. Das bedeutet, dass der erste Ton quasi der letzte Ton vom Takt davor ist. Der Auftakt kommt auch
in unserer Musik sehr häufig vor. Es ist ein bisschen als Beispiel, wie wenn man Anlauf nimmt und dann einen Schritt tut. Vorher hatten wir die Pause bei 1, jetzt ist die Pause bei 5. Das klingt einfach so. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 wechseln, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Im Prinzip spielt ihr mit der rechten Hand genau das gleiche wie vorher. Nur, dass es rhythmisch anders verteilt ist. Das merken wir dann insbesondere, wenn wir es kombinieren mit dem Bass. Auch da nehmen wir wieder das ganz einfache Bassbegleitmuster und wir müssen jetzt mit der rechten Hand beginnen, weil der Bass kommt ja erst auf 1. Das machen wir jetzt in der anderen Haltung der Picada, wo wir die zweite Stimme im Zeigefinger haben. Damit wir die jetzt auch üben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Verschieben 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rechte Hand geht voraus. Zurück. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich finde, wenn ihr es einfach nach Gehör macht, ist es viel einfacher, als wenn man zu viel denkt oder das analysiert. Natürlich ist es gut zu wissen, worum es hier eigentlich geht, quasi um diesen Auftakt, aber nach Gehör klingt das viel einfacher, als wenn man es erklärt, klingt es ziemlich kompliziert, habe ich gerade gemerkt. Also das sind die beiden Varianten, die ihr üben könnt. Wenn ihr euch sicher fühlt, dann kombiniert diese Varianten jetzt mit diesem neuen Begleitmuster. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das wird mit der ersten Kombination, die wir hatten, wo wir auf 1 eine Pause hatten in der rechten Hand, wird das insofern einfach, weil die rechte Hand einfach auf den Daumen einsetzt. Der Ringfinger spielt allein das 1 und dann 2, 3, 4, 5, 6.
wollen wir das gleiche machen mit dem anderen Muster, mit dem Auftakt. Da nehmen wir wieder dieser Picada-Griff mit der zweiten Stimme im Zeigefinger. Und jetzt daran denken, wir müssen rechts beginnen, weil wir hier den Auftakt haben. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Also die rechte Hand kommt im Prinzip immer allein, weil auf 6 hat die linke Hand nichts in der Begleitung. Und jetzt sind wir bereit für die Polka Missiones New zu lernen in der nächsten Lektion.